bist du zurück zu diesem zweiteiligen und vielleicht auch letzten Infovideo-Teil aus der Reihe 2025 und die Zukunft. Die Playlist dazu findest du, wenn es dich interessiert, auf der Hauptseite ganz oben. Genau, da kannst du dir dann alles durchschauen, wenn es dich interessiert. Eins vorweg, wenn du diesen Kanal schon länger verfolgst, wird es dich vielleicht interessieren. Und zum letzten Mal, wenn du durch puren Zufall auf dieses Video gekommen bist, grüß dich aus der Steiermark. Genau, das ist ein kleiner Teil der Plan des Kanalumbaus. Ich denke mir dabei etwas. Vorrangig. Es kann sein, dass etwas persönlicher wird, die ganze Geschichte. Ich habe mir da ein Format, und in diesem Format werde ich dann auf einige Dinge eingehen. Dazu kommen wir in dem Video noch. Und es wird sich einiges ändern. Einiges ist gut gesagt. Wie soll ich das jetzt sagen? Oder wie soll ich das nun formulieren? Offen und ehrlich gesagt. Aufnahmetaste drücken, Aufnahmetaste wieder drücken, um das Video oder die Aufnahme zu stoppen, ist mir mittlerweile etwas zu langweilig. Wer meinen Kanal oder diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß ungefähr, in welche Richtung mein privater Geschmack geht. Ich möchte heute ein klein wenig andeuten, was noch kommt, worauf sich die Themen beziehen werden. Ich werde einige Aufnahmen bringen, die schon vorproduziert sind. Die werde ich einbauen, und damit du dann einen kleinen Einblick bekommst. Ja, wie gesagt, ich möchte ein klein wenig mehr machen, habe mir dazu vieles überlegt, lang und breit, und ich möchte auch zukünftig ein bisschen mehr, wie sagt man, ich möchte nicht sagen Arbeit, weil arbeiten, da wir alle, jeder das eine, der eine da ist, der andere da ist. Das ist mir eigentlich relativ. Ich möchte nur meine Videos, die ich mache, ein klein wenig anders gestalten. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Du wirst dich jetzt sicher fragen, was soll das Ganze im Hintergrund? Ich nehme jetzt mir die Zeit für ein kleines Vorwort. Im Hintergrund. Ich habe jetzt gedacht, bevor ich dir wieder diesen hübsch blauen Kirschblüten-Hintergrund repräsentiere, habe ich mir heute überlegt, mal was anderes zu machen, damit du eine optische Abwechslung erfährst. Genau. Und zwar vom letztjährigen Ausflug meinerseits zur World Endurance Championship, dem damals 8-Stunden-Rennen. Nicht 6 Stunden, das war damals ein 8-Stunden-Rennen, weil sich ein Ding ereignet hat, was das Rennen immens rausgezögert hat. Gut, und dass du jetzt mal ein bisschen einen anderen optischen Hintergrund hast, spiele ich da ein bisschen was ein und rein. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos in diesem Hinblick. Jetzt stelle ich nur die Frage, wie kam ich dazu, zu diesem ganzen Kladderadatsch, den du nun sehen wirst? Es ist ja nicht nur, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, die geteert und gebumste Langeweile. Spiel starten, Aufnahme drücken, spielen, moderieren, fertig. Das, ja, ist recht gut und schön. Ich habe letztes Jahr oder in den letzten 2 bis 3 Jahren ziemlich viele Formate probiert und habe mir im letzten Jahr dann gedacht, wie kann ich diese Formate anders implementieren, ohne dass mir nicht gleich wieder Menschen abhauen. Genau, du sagst es. Dann habe ich mir irgendwann einmal gedacht, weißt was, wir werden das Ganze mit Dings machen. Wir werden das einfach, die Formate, mit meinen Interessen inklusive Videospielen verknüpfen. Vielleicht funktioniert es ja dann, vielleicht, ich weiß, meine Geschmäcker sind andere, wie vielleicht der Kordel, der Seppel oder der Trottel von nebenan. Scheißegal. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, und das ist ja auch gut so.
Wenn wir alle, weiß ich nicht, Hitradio Ö3 huren täten und nur Kelly Family und Helene Fischer, wäre ja langweilig. Daher, jeder Mensch ist eigen und bingo. Kurz und schmerzlos. Ich habe nun im Vorwort schon genug gesprochen. Wir kommen gleich, beziehungsweise ich mache jetzt einen kleinen Schnitt und dann gehen wir gleich ins erste Kapitel. Ich habe vorher das schon erwähnt, dieses Video werde ich in Blöcken aufnehmen. Das Vorwort ist das eigener Block, dann kommt das nächste Thema, das wird ein eigener Block. Ich glaube, ich habe so ungefähr um die 10 Blöcke, was ich an Themen abarbeiten will. Teil 2 befasst sich mit einem Thema und da muss ich dann ein bisschen mehr ausholen. Bis nach dem Schnitt und dann siehst du gleich, was als nächstes auf dich zukommt. Wenn ich eine direkte Vorstellung habe, wie ich das Ganze anhören soll, meistens gehe ich immer nach demselben Prinzip vor. Ich nehme die Gitarre, höre mir hier mal immer so im Kurzdings damit du den Unterschied hörst. Diesen Solo-Gitarre. So dann, du hast es nun gesehen. Jetzt geht es um das Thema hinter den Kulissen. Du hast jetzt so 2 kleine Teaser gesehen. Intro muss ich erst basteln, schneiden. Da bin ich immer noch unschlüssig. Die Musik muss ich noch dazu erstellen. Jetzt haben wir gedacht, ich mache das mal so. Dieses Thema besteht schon aus 2 Teilen. Die folgen noch. Diesen kurzen Einspieler damit Auszug aus Teil 1, den wirst du natürlich auch sehen. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Und wie du jetzt im Hintergrund siehst, themenbezogene Mischung aus Interessen meinerseits und Videospielen. Ich werde im dazu gehörigen Video auf mehr Dinge eingehen und du wirst dann auch ein klein wenig detaillierter erfahren, was da genau vor sich geht. Machen wir es kurz und schmerzlos. Wie lange diese Reihe dauert oder wie viele Themen ich mir aussuche, das überlasse ich jetzt mal der Zukunft und der Zeit. Bingo. Machen wir es kurz und schmerzlos. Ich würde sagen, wir springen gleich rüber in den nächsten Block, sonst wird das Video zu lange. In diesem Block geht es ums Derzeit, was sich derzeit abspielt am Kanal. Es ist wirklich nicht viel. Du siehst gerade eingeblendet. Ich möchte mich jetzt bei diesem Thema kurz halten. Derzeit derzeit schaut es bei Mass Effect 2 so aus. Bis Episode 57 ist eingegeben bzw. hochgeladen und schon eingegeben. Je nachdem wann die Episode dann erscheinen wird oder die Episoden erscheinen werden, werde ich das Ganze online stellen. Genau. Vorproduziert sind noch 377 Minuten und es fehlt mir noch die letzte Begleitermission, das Omega-4-Portal und die dazugehörige Selbstmordmission. Also wir sind in Mass Effect 2 ja noch relativ gut beschäftigt. Danach BZW, was noch derzeit im Raume ist oder was noch aktuell ist. Cyberpunk 2077. Derzeit bin ich mit Episode 25 und Ende des Prologs durch. Habe noch nichts weiter aufgenommen, weil ich noch ein bisschen abwarten wollte und uns fehlt ja dahingehend die Erweiterung Phantom Liberty auch noch. Was dann als drittes Spiel kommt, wartet einfach ab. Im Februar, Anfang Februar, ich werde mir noch was überlegen. Vielleicht beginne ich mal ganz subtil mit einem Format. Schauen wir mal. Das weiß ich noch nicht. Ich habe es ja irgendwann mal schon erwähnt, ich möchte mich mal mit Cyberpunk ein bisschen mehr beschäftigen, da ich das Spiel absolut nicht kenne. Ich habe zwar den Prolog gekannt, aber jetzt oben raus nichts mehr. Machen wir es kurz und schmerzlos. Wartet ein bisschen ab. Wenn sich was ergibt, bitte in den Community-Tab immer wieder reinschauen und ich gebe euch früh genug Bescheid. Wie du im Hintergrund siehst,
Und auch auf der Hauptseite, wenn du ein bisschen runter scrollst, findest du eine kleine Playlist mit den derzeit 3 existierend wo ich begonnen habe, Wimmelbildreihen. Genau, diese 3 Reihen möchte ich fertig machen. Das sind Spiele, die sind relativ unterhaltsam und sie dauern weniger als 5 Stunden. Und ehrlich gesagt, alle 3 sind relativ sympathisch, ist ja der gleiche Entwickler bei allen Dingen. Und den Rest siehst du dann, wenn es soweit ist. Wann das alles kommt, wie gesagt, abwarten. Ich bin erst am Überlegen, zwecks Intros. Die Musik dazu muss ich noch gestalten, kann also noch ein bisschen dauern. Und wie gesagt, bitte habt etwas Geduld. Wenn was kommt, kommt's früher nicht. Im zweiten Teil zeige ich dir dann, warum und wieso. Genau, kurz und schmerzlos. Wie du siehst, ja, der Kanal unterliegt leider einem kompletten Umbau und dort beziehe ich auch Spiele unter 30 Stunden ein. Ich bin, wie soll ich sagen, offene Welten, Fallout, Cyberpunk und so weiter und so fort, aber ich möchte endlich mal wieder ein Spiel fertig spielen. Spiele wie Uncharted kenne ich nicht. Kenne ich absolut nicht. The Last of Us Teil 1 kenne ich bis zu einer bestimmten Stelle und dann habe ich es nie mehr angerührt, weil mich diese Stelle so dermaßen angewidert hat, dass ich das Spiel auf die Seite gelegt habe. Sorry. Die Tomb Raider-Reihe bietet noch einige Spiele, die ich so noch nicht kenne und im letzten Jahr habe ich, wenn es Angebote für irgendwas gegeben hat, habe ich einfach zugegriffen. Ich bin ehrlich zu euch, auf der Xbox 360 habe ich einige Reihen, die ich gerne mal spielen möchte. Von manchen Reihen gibt es leider keine schönen Trailer auf YouTube, die ich verwerten könnte für ein Intro. Da werde ich nur ein kleines, ja, vielleicht lasse ich auch nur das Dialektintro drinnen. Ich weiß es noch nicht, wie ich das Ganze veranstalte. Und ja, bitte nicht böse sein. Es kommen 3 Reihen aus dieser Richtung. Da möchte ich mir ein bisschen was raussuchen und mal probieren, ob das sich lohnt zu spielen. Eine Sache kommt auf alle Fälle. Ich habe ziemlich viel auf der 360, ziemlich viele SmackDown vs. Raw Reihen. Und da gibt's ja die wunderschönen Road to WrestleMania. Eine habe ich bereits. Diese Playlist muss ich aber erst in die Hauptseite integrieren. Vielleicht ist es bis dato schon, wo dieses Video erscheint. Den Rest siehst du dann, wenn es soweit ist. Dann habe ich noch eine weitere Reihe, die ich gerne probieren möchte für YouTube, da ich eigentlich ja dieses Franchise auch nun schon seit 30 Jahren verfolge. Transformers. Schauen wir mal, wie die Spiele sind. Da habe ich absolut scheiße keine Ahnung. Das nächste Franchise, Need for Speed, da habe ich einiges, ja ich weiß, Need for Speed, bla bla bla, aber ich gehe mittlerweile sehr differenziert an die Sache ran. Die Spiele, für die verdienen, da verdient keiner mehr was dran, ich kann mich ein bisschen spülen und wenn es mir nicht gefällt, hau es auf Zeiten und hau es weg und fertig. Alles zu seiner Zeit. Lego-Spiele habe ich auch einige mittlerweile, interessieren mich auch. Wie du vielleicht merkst, ich möchte ein bisschen in eine andere Richtung marschieren. Genau, Spiele unter 30 Stunden. Genau, wir kommen nun zum nächsten Block. Wie du siehst, Spiele in Staffeln. Das sind 3 Titel, die ich so schon seit Jahren zu Hause habe, aber nie weiter gespielt habe. Das große Problem dahinter ist die Größe des Spiels. Und ja, Plot, sorry, dass ich das jetzt so sage, aber ich weiß ja durch deinen Kanal, dass The Long Dark auch im Überlebensmodus relativ groß werden kann. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. No Man's Sky suche ich zuerst oder suche ich noch immer wie sagt man, einen Weg, wie ich die Staffeln gestalten kann und werde.
zu passender Zeit, Community Tab. Schaut's alle 14 Tage mal rein, dann verpasst ihr sicher nichts. Minecraft im Hardcore-Modus, richtig, das wurde mir durch puren Zufall in den Algorithmus gespült. Wenn es dann soweit ist, wirst du mehr dazu erfahren. Und in puncto, wie ich das alles geschrieben habe, Minecraft Hardcore und The Long Dark im Überlebensmodus. Jede Staffel bis zum Tod. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine The Long Dark Überlebensdings anfange, jetzt zum Beispiel am Rätselsee, und ich verreck, ist die Staffel vorbei. Genau. Immer ein bisschen Abwechslung. Mittlerweile ist mir Abwechslung sehr wichtig, auch wenn ich manchmal dahingehend etwas versage. Gut. Nächster Block. Vor kurzem ist das Fallout 4 Let's Play mit dem Überlebensmodus und dieser Luna-Mod zu Ende gegangen. Ich habe das jetzt mit Absicht beendet, weil man kennt Fallout 4. Man kennt die Geschichte, man kennt die offene Welt, Biberbon, bla bla bla. Im zweiten Teil dieses Videos zeige ich dir etwas, wie ich dann später bei Fallout 4 vorgehen möchte. Die Geschichte möchte ich ja noch immer erzählen. Mit den Minutemen ins Institut, das Institut zerstören, Preston dadurch triggern, dass wir die Bruderschaft angreifen, danach rüber Nuka World, dort alles aufbauen und mit den Raidern das Commonwealth überfallen. Da gibt es einige lustige Missionen, was ich mich so recht entsinne, und die möchte ich gerne probieren. Das Ganze hat aber dreierlei Probleme. Es soll kein 300 Episoden Let's Play werden, es wird im Serienformat kommen. Ich werde mir das Ganze linearer und strukturierter durchdenken. Wirst du im zweiten Teil dieses Infovideos sehen. Das passt nämlich sehr gut zum kommenden Spiel. Habe ich schon mal irgendwo erwähnt. Und für heute kommt jetzt noch ein kleiner Block. Ich überlege für die Intros, Gestaltung, die Musik dazu gestalten, für Spiele wie eben Uncharted, Tomb Raider, SmackDown vs. Raw und so weiter und so fort. Dann ganz unten auf dieser Seite, das mache ich jetzt mit Absicht so, Mass Effect 2, fertig spielen, rendern, hochladen, eingeben. Genau, machen wir es kurz und schmerzlos. Man will ja auch mal mit diesem Spiel fertig werden. Dann haben wir noch immer Mass Effect 3 vor uns. Das große Finale. Intro-Musik muss ich mir erst aussuchen. Trailer muss ich schauen, ob ich da irgendwas Passendes finde, weil er ungefähr weiß, auf was auf uns zukommt. Und das möchte ich dann als Intro und Outro dann zusammenschneiden. Und das sehen wir dann, ja. Wenn es dann soweit ist, wirst du es erfahren. Als Abschluss dieses Teils vom Video gehen wir nun auf Kleinigkeiten im zweiten Teil ein. Der zweite Teil wird sich mit Generation Zero und dem dazugehörigen Showdown im nächsten Jahr befassen. Zugehörige Format wirst du dann im zweiten Teil sehen. Im zweiten Teil werde ich dir erklären, warum und wieso das Ganze so ablaufen wird. Ich habe irgendwann einmal erzählt oder irgendwann einmal gezeigt, es kam vor geraumer Zeit ein Trailer zum Spiel, der Final Show, oder ich nenne es mal Final Showdown. Wir treten FNIX nochmals gegenüber mit der Rückkehr der Veronica, was man aus dem Trailer entnehmen kann. Das Ganze hat aber mittlerweile viele Probleme mit sich gebracht. Dazu möchte ich aber dann im zweiten Teil des Infovideos drauf eingehen und dann möchte ich dir ein bisschen mehr zeigen. Es gibt Schwierigkeiten, immense Performance-Probleme, Balance-Probleme, Schwierigkeitsgrad-Anpassungen. Ich möchte das dennoch, es soll doch ein bisschen knackiger sein, aber dennoch kein God-Mode, nennen wir es so, kein God-Mode durchlaufen mit zweimal auf einen Apokalypse-Tank ballern und der fällt um. Das interessiert mich nicht. Dann kann ich den ganzen Schatz gleich lassen. Kurz und schmerzlos. Mehr dazu dann im zweiten Teil. So,
Und als Abschluss dieses Ganze verbleiben wir gleich hier auf diesem Bild und Teil 2 dieses ganzen Malheurs folgt dann morgen, übermorgen und dann befassen wir uns mit dem Thema Generation Zero und was ich in puncto Showdown vorhabe. Ich habe ja schon erzählt, aber dazu dann im zweiten Teil mehr dazu, wie ich das Ganze angehen werde. Bis zum nächsten Mal und Baba!